24 Millionen Tonnen. Das ist die Quantität von den Plastiksofällen, die die Europäer all Jahr produzieren. Minimum 30% davon sind recycliert. An Europa ist nicht der einzige Kontinent, der dieses Problem hat. 85% vom Strandabfall auf unseren Plagen durch die ganze Welt besteht aus Plastik. An unseren Ozeanen gibt es mittlerweile sogenannte Plastikinseln. Eine rezente Etude hat gewiesen, dass der große pazifischen Abfallstrudel zwischen Kalifornien und Hawaii aus mehr als schon 1,8 Milliarden von Milliarden, ich habe mich nicht geirrt, so ein Schiffer ist es, Milliarden von Milliarden Plastikstecker zusammengesetzt ist. Wenn wir so weitermachen werden, dann sie bis 2050 an unseren Ozeanen mehr Plastikstecker wie Fisch. Ein alarmant Pronostik. Plastik bleibt doch nicht so einfach an der Umwelt liegen. Durch die Luft landen Plastikpartikeln an unseren Lungen. Durch die Naturkette auf unserem Teller, zum Beispiel die Mikroplastiken, die an den Ozeanen sind, oft von denen Fischen gefräst, die mehr Donau auf unserem Teller liegen haben. Genau wissen wir noch nicht, welchen Impact die Plastiker auf unsere Gesundheit haben. Eine gute Influenz sicher nicht. Es ist also besser, präventiv vorzugehen. 74% von den Europäern denken dasselbe, sie sind besorgt über den Impact, den der Plastik auf ihre eigene Gesundheit kann holen. Und 84% sind besorgt über seinen Impact auf die Umwelt. Es ist also klar, dass etwas muss geschehen. Dafür hat die Europäische Kommission eine sogenannte Plastikstrategie präsentiert, für die europäische Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit, Reduzierung vom Abfall und Recyclage zu dirigieren. Plastikamballagen sollen nicht einfach recycliert können gehen, durch ein besseres, standardisiertes System für die Kollekte und den Trieb von Plastik. Wichtig ist auch, dass Emballagen gebraucht gehen, für unseren Abfall zu reduzieren. Die Richtlinie für Plastiktüten, die schon in Kraft ist, sieht vor, dass bis 2020 am Durchschnitt höchstens 90 leichte Plastiktüten pro Europäer können benutzt werden. Im Moment sind es noch 200. Aber bis 2025 höchstens 40. Das kann man erreichen, indem man Plastiktüten mehr teuer mischt oder dadurch, dass man auf biodegradable Plastiktüten wechselt. Übrigens, wir können zu Lützeburg aufrichtig darauf sein, dass wir daran Pionier sind. Als Ökotut, die seit 2004 besteht, hat uns geholfen, den Abfall von Plastiktüten um mehr wie 85% zu reduzieren. Und dafür kriegt Lützeburg übrigens im Jahr 2012 den Best Practice Award für die Prävention von Abfällen. Am Grand Duché benutzen wir nicht nach ungefähr 18 Tüten pro Person pro Jahr. Viel Männer, wie zum Beispiel in Deutschland, 70 Tüten oder in Portugal 450 Tüten. Die Kommission schafft auch eine Reduzierung von den Mikroplastiken an anderen Single-Use-Plastiken, das heißt Emballagen, die nur einem einzigen Usage schon weggeheilt gehen. An auch unter Schärfung von einem Label für biodegradable Plastiken. Neue Regeln werden dazu dienen, den Abfall am Meer zu reduzieren oder für den Plastikabfall, der schon am Meer ist, anzusammeln, zurück an Land zu bringen und zu trätieren. Darüber hinaus gehen 100 Millionen Euro zusätzlich an Recherche investiert, für mehr sophistikierte Plastiker zu entwickeln, die mehr einfach zu recyceln sind. Aber es geht leider nicht durch, wenn die EU allein Mesuren adoptiert. Alle Länder sind ein Teil von unserer Umwelt. Alle Länder drohen dieselbe Verantwortung für unseren Planeten. Die EU setzt sich dafür auf internationalem Plan für einen besseren Umweltschutz und für bessere Standards an.
an unterstützt Drittländer bei ihren Erfahrungen für ihre Umwelt mehr proper zu erhalten. Die EU probiert also auch an dem Bereich eine Leaderrolle zu spielen. Aber auch das geht nicht durch. Es geht nicht durch, wenn Politik Sachen an die Hand hält. All Einzelnen muss seine Responsabilität tragen. Junker an älterer, Verbraucher oder einfach Bürger. Lützeburg ist ein Beispiel für Europa. Europa soll ein Beispiel für die Welt sein. Und all Einzelnen soll ein Beispiel für sein Opa sein.